Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Wisst ihr, ich habe gar keinen Bock darüber zu reden, aber ich mach's trotzdem. Hallo, Moje, Jode, Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Karneval, wunderbar. Wir halten die Tradition aufrecht. Wir verlieren mal wieder an Karneval. Eigentlich kannst du im Prinzip jedes Jahr aufs Neue dem Gegner per Post die 3 Punkte zuschicken. Es bringt einfach nichts. Da bringt es auch nicht, dass ich da mal hin und wieder ein bisschen Optimismus und Potenzial in den ganzen Geschichten sehe, die sich da im Laufe dieser Saison getan haben. Aber Fakt ist für mich, meine Erwartungen, die sind auf jeden Fall deutlich gesenkt worden für den Rest der Saison. Ich kann echt nur durchatmen, dass wir diesen scheiß Klassenerhalt mittlerweile geschafft haben, weil ich habe es immer wieder gepredigt. Seht erstmal zu, dass ihr diese 40 Punkte drin habt. Ja, und jetzt stehen wir da. Jetzt dürfen wir uns fragen, wie geht's denn nun weiter? Ich frage mich das auf jeden Fall. Weil das gestern war scheiße. Schon wieder scheiße. Einfach nur scheiße. Ich versuche da auch jetzt nicht großartig mir einzureden, ja, wird schon wieder alles besser und so weiter und so fort. Aber mich nervt das langsam, dass wir jedes Mal ganz Deutschland irgendeine lustige Nummer bieten. Dass wirklich bei uns immer diese Comedy-Scheiße passieren muss. Was war das gestern für ein scheiß Eigentor? Dass wir so verlieren und jetzt schon wieder ganz Deutschland darüber redet. Das ist so scheiße, Mann. Ey, weißt du, wir konnten eine Zeit lang wirklich richtig stolz auf diese Mannschaft sein und jetzt wieder so. Lehnen die sich zurück? Denken die sich, alles ist gut? Ja, keine Ahnung. Ein bisschen quatschen wir darüber und dann will ich den Sonntag genießen. Ja, kurze Aufarbeitung des Spiels an der Stelle. Der FC kommt einfach nicht in die Spur. Auch im 3. Spiel in Folge gab es keinen Sieg. Diesmal setzt es eine 0:1 Niederlage in Karlsruhe. Es war kein gutes Spiel von uns. Offensiv harmlos. Im Spiel nach vorne ideenlos. Und dann halfen wir auch noch selbst mit, das Spiel zu verlieren. Dabei begann die Partie noch mit ein wenig Schwung. Vor allem meiner bekam früh zu spüren, dass es ein harter Abend werden würde. Der KSC legte sich ihn als Zielscheibe zurecht. Und er wurde deswegen auch öfter mal von den Beinen geholt. Und als ob das nicht schon gereicht hätte, musste er in der 39. Minute auch noch verletzt raus. Ja, einfach bitter. Eine Angriffsoption weniger. Ja, da fällt mir direkt wieder Tim Lempele ein. Weiterhin nicht einsatzfähig. Ihn hätten wir auf dem Weg nach Karlsruhe direkt in Sinsheim abliefern können. Solange wie er schon fehlt. Den gelben Urlaubsschein, den wird er auf jeden Fall, denke ich mal, bis zum Saisonende verlängern. Der muss ja fit sein für seinen neuen Verein oder für sein neues Projekt. Bin richtig sauer auch auf Lemperle, weil ich habe so das Gefühl, der könnte schon längst wieder spielen. Aber hat wohl einen guten Arzt. Naja, bis zur Halbzeit passierte ansonsten kaum etwas. Downs hatte unsere einzige nennenswerte Chance. Scheiterte aber an KSC-Keeper Weiß. Ansonsten wirkten wir wieder einmal zu statisch, zu einfallslos. Und Karlsruhe musste nicht viel tun, um uns aufzuhalten. Man hatte wirklich das Gefühl, dass jeder Gegner uns mit Leichtigkeit vorm Tor stoppt. Es war wirklich die letzten Woche so absehbar, sage ich mal an der Stelle. Nach der Pause ging es unverändert weiter. Mehr Ballbesitz für uns, aber null Durchschlagskraft. Und dann kam mal wieder der Moment, in dem wir uns selbst schlagen. Kobalds Hereingabe in den Fünfer wollte Gazibegovic klären. Ja. Und schoss dabei aber Timo Hübers an. Und von dessen Bein trudelte der Ball ins eigene Tor. Das nervt mich so dermaßen mit diesen scheiß Slapstick-Aktionen, mit diesen keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, immer wieder diese Sachen, die uns der Lächerlichkeit preisgeben. Das ist so traurig, Mann. Das passiert zu oft, auch in den letzten Jahren, nicht nur in dieser Saison. Es nervt nur noch, weißt du, hätte ich hier nicht irgendwie die Gefahr, dass es zu einem Copyright-Strike kommen könnte, würde ich jetzt hier das Lied von der nackten Kanone einspielen. Wer den Film kennt, weiß, was ich meine. Aber naja.
Keine Ahnung. Jedenfalls einige Zeit später stellte Struber um, brachte neue Leute, doch es änderte nichts. Wir fanden einfach keine Lösungen. Spielten unser gewohnt harmloses Angriffsspiel und wurden so zu unserem eigenen größten Gegner. Finkgräfe als Paccarada-Ersatz hat sich nicht wirklich bewähren können, außer bei so einer Aktion, wo er versucht hatte, für Damien Downs aufzulegen, aber da war er nicht schnell genug. Es dauerte bis zur 80. Minute, ehe wir nochmal so etwas wie Torgefahr ausstrahlten, doch Downs Kopfball war alles andere als gefährlich. Der KSC hatte kurz vor Schluss noch die Chance zur Entscheidung, doch das spielte keine Rolle mehr. Wir bekamen keinen einzigen gefährlichen Angriff mehr zustande. Am Ende steht eine verdiente Niederlage, die uns noch weiter eventuell in die Krise schickt. Am Samstag geht's nach Ulm und wenn sich da grundlegend nicht etwas ändert, könnte es der nächste frustrierende Nachmittag werden. Allerdings sage ich euch an der Stelle, liebe Freunde, um das Ganze hier mal abzuhaken, ich sage schon mal im Voraus, wie das Ganze in den nächsten Wochen verlaufen wird. Wir gewinnen tatsächlich im Ulm. Und dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Christian Keller wird sich erstmal wieder schön bei den Fans anbiedern, damit auch ja irgendwie nichts aus der Kurve kommt ihm gegenüber. Da wird er wieder irgendwie den ganzen Fans Honig ums Maul schmieren. Es ist wieder alles in Ordnung. Wir freuen uns wieder, haben 1:0 in Ulm gewonnen oder sowas. Und dann kommt unser Angstgegner Darmstadt, wir scheißen wieder rein. Und so wird es die ganze Zeit ablaufen. Und wir müssen uns darauf verlassen, wie die Gegner spielen. So wird es nämlich ablaufen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie ich jetzt zum Thema Aufstieg mittlerweile stehe. Ich sag mal so, wir könnten tatsächlich als eine Art positiven Betriebsunfall aufsteigen, aber wir steigen auch direkt wieder ab, wenn es nicht zu einem Umbruch kommt. Das ist so meine Prognose dazu, so wie ich das hier mittlerweile beobachte. Ich sag mal so, die Saison hatte jetzt schon ein minimales Happy End gefunden mit den 40 Punkten, weil wir alle dachten nach der Kasssperre, dass wir durchgereicht werden, ist nicht geschehen. Da stehen wir jetzt nun, können eigentlich im Prinzip vorsichtshalber als Schattenoption, Grüße gehen raus, Herr Keller, schon mal die nächste Zweitligasaison planen, aber dann bitte ohne Keller. Ganz ehrlich, das reicht mir langsam. Das reicht mir langsam. Die 1:0 knappe Siegtaktik, das ist auch schon wieder entschlüsselt worden. Wir müssen uns jetzt jedes Mal darauf verlassen, dass die anderen Gegner reinscheißen. Aber eins kann ich euch sagen, und davon bin ich 100% überzeugt, sollten wir am Ende der Saison noch auf dem Relegationsplatz landen, dann ist das kein Erfolg, weil wir werden dann definitiv in den Relegationsspielen verkacken. Wir sind nicht gut in so Entscheidungsspielen. Hat man letzte Saison gesehen, klar, wir hatten dann nochmal gegen Union Berlin so kurz vor knapp gewonnen gehabt, aber es war dann in Heidenheim. Wisst ihr selber Bescheid, dass wir unsere eigene Arbeit nicht erledigt haben. Keine Ahnung, nutzt jetzt auch nichts darüber nochmal zu reden, aber ja, das Thema Aufstieg, ich habe mich wieder zu sehr euphorisieren lassen. Ist auch kein Wunder. Weißt du, wenn die Social Media Abteilung da immer wieder auch dieses Friede, Freude, Eierkuchen-Ding da mitbefeuert. Gott, ey, ich stelle mir das jetzt schon wieder so vor, wie ich diese Social Media Abteilung beim FC hasse. Die sorgt übrigens auch dafür, dass viele FC-YouTuber, ich meine mich gar nicht, ich meine mich selber gar nicht, aber halt, es ist eine Tatsache, dass die FC-YouTuber mitunter zu den YouTubern gehören, die die wenigste Reichweite haben. Und es sind einige dabei, die eigentlich mehr Reichweite haben müssen, insbesondere Fabio. Aber es ist kein Wunder, bei der scheiß Social-Media-Abteilung, das sagen alle, dass dadurch wirkt der FC Social-Media-mäßig auch nicht attraktiv. Da haben dann Vereine wie Hertha, YouTuber, die 20.000 Follower haben. Und bei uns krebten sie meistens so mit maximal 8.000 bis 10.000 herum. Liegt an der Social-Media-Abteilung, ist ja kein Wunder. Weißt du, da scheißt du am Wochenende rein und dann fragen die, was hast du heute gegessen? Wann hast du das letzte Mal Beischlaf mit deiner Frau gepflegt und so eine Scheiße, wie die mich jetzt schon wieder aufregen. Und am großen Montagszug, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wer alles dabei ist, aber ich würde jetzt ganz klar Karnevalsverbot erteilen. Hätte ich schon vorher gemacht. Wir sind hier beim Profifußball, verdammte Kacke. Ich weiß, Tradition hin oder her, ich weiß, die Bayern gehen auch aufs Oktoberfest, aber bitte, wenn man ein gutes Punktepolster hat, wenn man einen guten Vorlauf gemacht hat, ja, dann kannst du gerne die Tradition pflegen, aber ansonsten musst du ein bisschen Ernsthaftigkeit an den Tag legen, verdammt normal. Da musst du auch als Trainer sagen, lieber 1. FC Köln, ich weiß, ihr habt diese Traditionen und so weiter und so fort, aber tut mir leid, die Situation erlaubt es uns aktuell nicht. Es wird hier trainiert, es wird hier analysiert, es werden hier auch Köpfe rollen im Kader, wenn es sein muss. Sowas muss geschehen. Das ist zumindest meine Meinung. Also ich hätte jetzt ganz klar Karnevalsverbot erteilt. Was haben die jetzt zu feiern? Die haben einen Scheißdreck zu feiern. Einen gewaltigen Scheißdreck haben die zu feiern. Kannst du gerne, wie Taubi es gestern gesagt hat, die Ersatzspieler
beziehungsweise nicht nur Ersatzspieler, sondern die Verletzten und die Spieler, die keine Rolle spielen, da auf den Karnevalswagen schicken. Ja, schade, dass wir den Vertrag mit Nicolas Soldo aufgelöst haben, weil den hätte er jetzt hinschicken können. Hätte sich der eine oder andere gefreut, aber jetzt weiß ich nicht, jetzt erkälten sie sich wieder. Ach, keine Ahnung, Mann, Leute. Jedes Mal ja die gleiche Scheiße, also keine Ahnung. Also, Karneval würde ich den Spielern nur noch erlauben, wenn sie ein gutes Punktepolster auf ihre Ziele vor sich haben. Hier ist echt momentan eigentlich kein Grund, schon seit mindestens 2 Jahren, irgendwie jetzt hier Fastelavn zu feiern. Ich weiß, es gibt dann FC-Wagen jedes Mal am Rosenmontagszug und da hat man auch indirekt eine gewisse Verpflichtung, da den einen oder anderen Spieler abzubestellen, aber schickt da bitte die Leute hin, die verletzt sind. Die haben es gar nicht verdient. Ich weiß, lief auch schon mal beschissen, aber diese Parallelen, ich sag dir, jetzt weiß ich, jetzt sagen einige wegen den Parallelen, die ich gerade zum Herbst erwähne, ja, aber am Ende standen wir auf Platz 1. Ja, aber was, wenn es diesmal nicht so ist? Alle verlassen sich immer darauf, dass bald Frühling ist und der HSV dann wieder reinscheißt. Verlasst euch nicht darauf. Alle Serien enden mal. Erinnert euch daran, wer letztes Jahr deutscher Meister und Pokalsieger geworden ist. Alle Negativserien enden einmal. Aber vielleicht auch die vom FC, wer weiß. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich bin abgefuckt. Würde jetzt auch gern feiern gehen, aber naja, ich muss morgen arbeiten. Bevor einer sagt, ja, wenn ein neuer Job so toll ist, warum hast du den nicht freigenommen? Ich bin neu. Ich bin in der Probezeit. Nächstes Jahr mache ich das. Nächstes Jahr mach ich das und dann scheiße ich drauf, wie die gespielt haben. Und dann will ich mal einen hinter die Binde kippen, wenn der FC mal wieder reingeschissen hat, wie jedes Jahr im Karneval. Das ist ja nämlich die Tradition. Schönes Wochenende. Restwochenende beziehungsweise. Viel Spaß beim Rosenmontagszug, liebe Freunde, wenn ihr da hingeht. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.